So genial, wie wir gerade singen, wenn die Erde bebt, wo das Licht ausgeht, eins wird nie vergehen, das ist deine Liebe zu uns, Gott. Und ich glaube, wir kommen alle von unterschiedlichen Orten, in alle unterschiedliche Wochen erlebt, in unterschiedlichen Lebensphasen. Aber etwas verbindet uns hier, egal ob wir im Saal sind oder auf Livestream haben eingeschaltet. Wir suchen den Gott, wir probieren ihn zu ehren. Wir kommen Sonntag für Sonntag zusammen, weil wir unser Lob zusammenbringen wollen, dass wir Gott die Ehre geben. Und ich bin überzeugt, dass auch wenn wir es immer wieder schaffen, Gott zu priorisieren, ihn zu ehren, vielleicht auch wegschauen von Sachen, die uns beschäftigen, dass Gott uns zurückgeben wird, dass er uns die richtigen Worte wird geben wird helfen, die richtigen Entscheidungen zu fällen, so dass wir auch im Alltag, wenn wir vielleicht manchmal sogar ein bisschen einsam unterwegs sind, immer den Frieden und die Kraft im Herzen dürfen spüren. Wir lesen im Johannes 8,12, wie es steht, Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht vom Leben haben. Und das habe ich gelesen, habe ich mir überlegt, wie ist das gemeint? Jesus ist das Licht. Und was ist unsere Rolle als Kirche, als Menschen, die an Jesus glauben? Was ist unsere Rolle in diesem Ganzen? Und ich glaube, wenn wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen als Kirche, ist es auch dazu da, dass wir einander ermutigen können, dass wir einander anführen im Glauben zusammen unterwegs sind. Das ist für mich so ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Oder bevor dort der Match losgeht, habt ihr vielleicht auch schon beobachtet, dann geht das Fußballteam so wie in ein Huddle. Und dann nehmen sie einander rein und dann sagt man einander gute Sachen. Manchmal tut man vielleicht einander noch ein bisschen anzünden, dass man parat ist oder so ein bisschen. Aber dann geht man wie in das Huddle rein. Aber dann ist ja das Spannende, das Huddle löst sich dann wieder auf. Für diesen Match zu spielen. Stellt euch vor, die 11 Leute würden probieren zu shooten und sich die ganze Zeit immer oben innen zu haben und probieren, so am Ball nachzujagen. So würde man kein Spiel gewinnen. Man verteilt sich nicht, man kann nicht an alle Orte hergehen. Oder ich habe mir überlegt, wenn man ja Sitzung hat beim Arbeiten, zusammen Sachen kreiert und nachher hat man voller Freude neue Ideen entwickeln, aber nachher breitet man sich nicht aus, sondern man bleibt einfach hocken. Die ganze Woche. Gut, manchmal vielleicht die eine oder andere Sitzung ein bisschen so wirken, oder? Dass sie nie aufhört. Aber die Idee ist, wir kommen zusammen, entwickeln Sachen und nachher verteilen wir uns wieder und gehen wieder raus. Und das Spannende ist ja, wann ist das Licht am stärksten? Das Licht ist am stärksten in Dunkelheit. Wenn es ganz dunkel ist, dann hat das Licht eine Kraft. Und manchmal fühlen wir uns vielleicht so, oder was alles auf der Welt hineingeht, es ist dunkel, wir haben Fragen, aber Jesus sagt ja in der Bibel, dass er das Licht ist. Dass er das Licht ist. Und wir einfach dürfen wissen, das Licht ist da. Wir müssen nicht selber probieren, das Licht zu machen, sondern das Licht ist schlussendlich da, wo Jesus ja sagt, auch wenn wir uns vielleicht manchmal so fühlen, als er das Licht irgendwo nicht da. Jesus verspricht es. Und irgendwann dürfen wir wissen, wir haben das Licht. Und was ist jetzt das Spannende daran? Unsere Aufgabe ist nicht, überall selber Lichter zu kreieren oder was auch immer, sondern wir dürfen ganz einfach das Licht nehmen von Jesus und das anfangen reflektieren. Wir dürfen uns ins Licht stellen. Ins Licht von Jesus. Jesus sagt, kommt einfach zu mir. Kommt zu mir und bringt das raus, was ich in euer Herz hineinlege. Und so können wir alle auf unterschiedliche Arten und Weisen das Licht raustragen in die Welt. Und ich habe mir überlegt, wenn ganz viel sich in das Licht stellen, in die Präsenz, von Jesus sagt, wie sieht das nachher aus? Wenn viel sich in das Licht hineinstellen, Jesus sein Licht reflektieren. Ich bin überzeugt, das ist die Aufgabe der Kirche, Jesus sein Licht zu reflektieren und rauszubringen. Und vielleicht seid ihr heute Morgen hergekommen und denkt, okay, ich bin dort und dort als Mutter dran. Und was ist überhaupt meine Aufgabe? Die Aufgabe ist, Licht in die Familie zu bringen. Vielleicht wissen wir nicht, warum wir noch dort oder diesem Ort, in diesem Team am Arbeiten sind. Unsere Aufgabe ist, Licht dorthin zu bringen. Ich bin überzeugt, wir alle haben die Möglichkeit, das Licht von Jesus Orten herzubringen, wo die Leute links und rechts von uns gar nicht erreichen können. Und so hat jede Person, jede Aufgabe, die Jesus sucht, mit Jesus unterwegs ist, eine geniale Möglichkeit, irgendwo das Licht in dieser Welt herzubringen und die Welt zu einem helleren, schöneren Ort zu machen.